Die sogenannten grossen Fragen vom Leben. Wer bin ich? Woher komme ich? Und warum bin ich da auf dieser Welt? Die beschäftigen uns Menschen ja immer und immer wieder. Vielleicht ist dir jetzt gerade so eine Situation oder eine Lebensphase in den Sinn gekommen, wo das Thema besonders aktuell war. Bei mir das erste Mal, als ich mich daran erinnere, ist so in der Jugendzeit, in den Teenagerjahren, als ich mitten in dieser Berufswahl hineingestanden bin, das erste Mal so eine richtige Liebesbeziehung hatte und so die Fragen da sind. Was wollte ich eigentlich mit meinem Leben? Was ist wichtig? Wohin soll es mal gehen? Was sind vielleicht auch die Prioritäten? Oder was ist vielleicht auch, wenn ich den Weg nicht einschlagen kann, den ich mir so vorgemalt habe? Zum Beispiel dann, wenn die Gymnasialprüfung eben nicht bestanden habe. Oder da, wo mir irgendwann dann doch bewusst worden ist, dass mein Talent wahrscheinlich nicht lange zum Fußballprofi. Manchmal nimmt das Leben andere Wendungen. Aber nicht nur in der Jugendzeit, sondern oft an so entscheidenden Wegpunkten von unserem Leben, da begegnen uns die Fragen wieder. Vielleicht, wenn es auf die Hochzeit zugeht, wenn die Geburt vom Kind ansteht, wenn man sich beruflich orientiert oder neu orientiert. Vielleicht in Schicksalsschlägen, wo das Leben plötzlich anders weitergeht, als man es bis jetzt gewohnt war. Vielleicht in der Mitte vom Leben, dort, wo ich jetzt gerade stehe. Manchmal sagt man böse ja auch Midlife-Crisis, gell? Vielleicht, wenn es um die Pension geht oder um den letzten Abschnitt vom Leben. Vielleicht auch dann, wenn man merkt, dass man körperlich eingeschränkt ist und es nicht mehr so weitergeht. Da kommen die Fragen auf. Was macht mich aus? Wer bin ich? Wie kann ich glücklich und zufrieden sein in diesem Leben? Und das sind Fragen, die die Menschen seit jeher beschäftigt haben. Und so erstaunt es nicht, dass die Bibel auch diesen Themen und diesen Fragen ein grosses Gewicht und einen grossen Stellenwert gibt. Und wenn wir jetzt uns überlegen, was wir glauben über den Ursprung von allem Leben, dann beschäftigen wir uns genau mit diesen Fragen da. Woher komme ich? Wer bin ich? Und warum bin ich da auf dieser Welt? Und die Antwort auf die Fragen, die werden uns so Orientierungspunkte geben, mindestens für einen Lebensabschnitt, manchmal für das ganze Leben hinweg, wo wir uns ausrichten danach. Und je nachdem, was für eine Antwort wir haben auf die grossen Fragen vom Leben, werden wir unsere Entscheidungen im Alltag ein bisschen mehr so oder ein bisschen mehr so treffen. Der Bericht über die Entstehung der Welt, ich gehe mal davon aus, den kennen alle da rein. Oft auch weit über die Grenzen aus von den Menschen, die irgendeinen Bezug haben zum Glauben oder zu der Religion. Die meisten wissen vom Paradies, die meisten wissen von dieser Schöpfung und wissen auch von diesen Zwischenfällen, die alles ein bisschen kompliziert gemacht haben. Und vielleicht ist es dir auch schon so gegangen, dass du eine Bibel in die Hand genommen hast und wo fängt man an? Oder man fängt zuvorderst an und die meisten Leute schaffen es dann noch, die ersten paar Kapitel zu lesen. Wir werden in dieser Serie Kapitel 1 bis 3 anschauen. Die meisten sind so weit gekommen. Oftmals bleibt man dann im 3. Buch Mose, im Levitikus, dort, wo es um all die Gesetze geht und um all die Sachen, bleibt man dann eher stecken. Oder dort ist dort, wo es das erste Mal so richtig hart wird. Aber der Teil ist wohl bekannt. Die ersten 3 Kapitel der Bibel, die kennt man. Land auf und Land ab. Und auf der einen Seite ist das mega schön. Weil man verbindet viel mit dem. Es sind wichtige Texte, die einem vielleicht auch schon in gewissen Lebensphasen geholfen haben, Orientierung gegeben haben, wo man sich schon damit beschäftigt hat. Es ist schön, dass sie einem so vertraut sind. Auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen eine Herausforderung, wenn einem Texte so gut bekannt sind, weil vielleicht ist es ja auch schon so gegangen, dass sie etwas nochmal gelesen haben und plötzlich gemerkt haben, das habe ich ja noch gar nie gesehen. Oder ist mir noch gar nie aufgefallen. Manchmal, wenn man etwas sehr gut kennt, ist es einem so vertraut, dass man gar nicht mehr genau anlässt. Und vielleicht, als du da angekommen bist, hast du gedacht, schon wieder Anfang der Bibel, Genesis, erstes Buch Mose, langweilig, habe ich schon 100-mal gehört. Ich will dich bitten, ich will dich einladen dazu, einmal diese Gedanken, das, was du schon weißt, ein bisschen auf die Seite zu stellen und zu sagen, ich lasse mich nochmal ganz neu ein. Weil meine Erfahrung mit der Bibel ist das, sie ist so tief und so reich und so weit, dass man immer wieder Neues entdecken kann. Nicht immer gleich viel, nicht immer gleich neuartig und doch immer und immer und immer wieder, auch nach Jahrzehnten, wenn ich es lese, gibt es Sachen, die mir neu wichtig werden. Und ich wünsche mir das, ich wünsche uns das für diese Serie, dass uns das Buch nochmal neu packt. Und vielleicht die altbekannten Geschichten nochmal ganz neu lebendig dürfen werden.
Und damit wir das gut machen können, bevor wir dann in den Text hineingehen können, gibt es noch einen Stolperstein, den ich kurz benennen muss und auch ein bisschen auf die Seite legen, damit wir da drin starten können. Wenn es nämlich um die Schöpfungsgeschichte geht, nehme ich an, ist vielen von euch ein Thema durch den Kopf durchgegangen. Das Thema, das seit ein bisschen mehr als 100 Jahren die Menschen fast am meisten beschäftigt, wenn man sich mit diesen Texten auseinandersetzt. Nämlich die grosse Frage, wie bringt man das jetzt zusammen? Der biblische Bericht mit der modernen naturwissenschaftlichen Erkenntnis. Und man hat so wild diskutiert, dass so eine Gretchenfrage entstanden ist. Glaubst du jetzt an die junge Erde oder glaubst du an die Evolution und das eine ist richtig und das andere ist falsch? Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Frage danach, was das die Bibel zu diesen wissenschaftlichen Sachen zu sagen hat, eine wichtige Frage ist. Und dass es sich lohnt, Gedanken darüber zu machen. Wie ist das zu verstehen? Und wie bringt man die zwei Bilder zusammen, die an vielen Orten eben sich auch ein bisschen reiben und vielleicht vielen Leuten auch schwerfallen? Ein Problem gibt es ein bisschen. Sie lenken uns ein bisschen ab von diesen Fragen, die dahinter stehen. Nach dem, ja, wer steht denn hinter dieser Schöpfung und warum ist sie geschaffen worden? Wenn wir uns zu fest mit dem Wie in der Art und Weise auseinandersetzen. Und darum möchte ich da an dieser Stelle eigentlich das ein bisschen salopp beenden und sagen, lass uns das auf die Seite tun. Und ich habe es so ein bisschen gesagt, vielleicht könnte man es ja kurz sagen, wer an einen Gott glaubt, der allmächtig ist, wo über allem steht, der kann gut damit leben, dass für Gott beides möglich ist. Dass Gott einen Prozess in Gang gesetzt hat, wo über einen längeren Zeitraum etwas entstanden ist. Oder der allmächtige Gott, die 6 mal 24 Stunden die Welt geschaffen hat. Beides hat Platz drin. In dem Blickwinkel, wenn der Gott ein allmächtiger Schöpfergott ist. Was sicher ist, diese Fragen sind über viele tausend Jahre hinweg nicht die brennenden Fragen gewesen, die die Leute interessiert haben. Weil die sind erst ja aufgekommen mit der Aufklärung und mit der modernen Wissenschaft und mit diesen Entwicklungen, gerade in den letzten Jahrzehnten. Vorher hatten die Menschen vielleicht ein bisschen einen anderen Blick und einen anderen Zugang gehabt. Ich bitte dich, ich lade dich ein, dich einzuladen auf den Blick. Vielleicht das einmal für einen Moment auf die Seite zu und sagen, ich komme später wieder darauf zurück. Und mit mir zusammen zu entdecken, was die Bibel zu sagen hat zu dieser Frage. Woher komme ich? Wer bin ich und warum bin ich da auf dieser Welt? Ich hoffe, wir sind ready. Wir graben tief und wir fangen mal an mit dem ersten Satz. So einfach, so gut. Es ist dort, wo wir starten. Der erste Satz macht schon ein erstes Statement. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass man das nicht so schnell überliest, auch nicht als gegeben einfach hinnimmt, sondern sagt, wenn man das, was da steht, glaubt, dann hat man sich innerlich schon an einen Ort positioniert. Und wenn ich vorher die Frage nach dem Wie ein bisschen auf die Seite geschoben habe, dann kommt ja da die Frage, wer steht dann oder was steht dann hinter dieser Schöpfung? Nochmal neu ins Zentrum. Und vielleicht ist das was oder wer hinter dem steht und warum es geschaffen worden ist, die wichtige Frage, als wie genau das alles dann passiert ist, was doch sehr schwierig für uns ist, zum irgendwie erklären, egal was man jetzt mehr richtig findet von diesen Ansätzen. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Bibel identifiziert Gott als der Schöpfer, der hinter allem steht, wo da ist, wo lebt und existiert. Und das ist die erste Frage, die du dir stellen kannst, wenn du dich fragst, wer bin ich eigentlich, wer komme ich und was ist der Sinn von meinem Leben? Was steht hinter meinem Leben? Wer steht am Ursprung von allem? Und was hat sich der, in dem Fall jetzt da Gott, dabei gedacht, wo er dich und mich und die Schöpfung, das Universum geschaffen hat? Und es ist der Ort, wo sich wahrscheinlich vieles schon entscheidet, welchen Weg das ich einschlagen wird. Wie fest, dass ich höre auf das, was da drinnen steht, oder wie fest es für mich einfach ein Märchen ist oder irgendeine nette Geschichte. Am Ende ist das eine der grossen Fragen, die wir uns stellen können. Wenn ich das Universum anschaue, in die Weite, wo ich sehe, so weit wir im Moment sehen, mit all diesen Teleskopen, die es da gibt. Wenn ich in die Vielfalt von dieser Natur hineinschaue, wenn ich vielleicht ins Detail von diesen einzelnen Lebewesen und ins Detail, wie die Sachen harmonisch zusammenspielen, drin hineinschaue, an was glaube ich dann? Was steckt hinter dem? Purer Zufall? Oder eben ein Gott? Etwas, das grösser ist als ich, etwas, das über allem steht und wo einen Plan hat, wo Gedanken hat, wo mit Absicht kunstvoll geschaffen hat.
Es ist die erste Frage, die uns helfen kann, so eine Spur zu finden, zum Antwort zu finden auf die grossen Fragen von dem Leben. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Mache ich Gott als Quelle und als Ursprung zum Referenzpunkt für mein Nachdenken über alles, was ist und über die grossen Fragen von meinem Leben. Es hat ein paar Leute gegeben, die Texte sehr aufmerksam gelesen haben und die haben etwas herausgefunden, wo ein bisschen schwierig ist, ins Deutsche zu übertragen, weil das Hebräisch und Deutsch sprachlich unterschiedlich funktioniert. Wenn wir den ersten Satz im Hebräischen lesen, dann fällt uns auf, dass der genau aus 7 Worten besteht. 1, 2, ich sehe gerade, man kann das nicht so gut lesen. Ich mache es nochmal. 1, 2, 3. Das 4 ist leider ein Wort, das man aus dem Hebräischen nicht übersetzen kann. 5, 6, 7. Jetzt denkst du vielleicht, ja gut, warum ist das wichtig? Ein bisschen spannender wird, wenn man dann merkt, dass der zweite Satz in der Bibel 2 mal 7 Wörter hat, 14 Wörter. Und der letzte von dem Abschnitt, von dieser Schöpfungsgeschichte, dann 3 mal 7. Und spätestens dort sind die aufmerksam gelesen haben, zum Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich kein Zufall ist. 7 Wörter. 7 ist eine Zahl, die extrem wichtig ist, in der Bibel ganz allgemein und ganz besonders in dem Bericht von der Schöpfung. Und ohne jetzt da zu tief drin hineinzugehen und zu viel daraus rauszuholen, etwas, wo mir das zeigt und etwas, wo ich glaube, kann uns helfen in dieser Entdeckung von diesem Text, von diesen Texten, aber auch von der ganzen Bibel, ist, dass da jemand sich extrem viel überlegt hat. Kein Wort in diesem Bericht ist einfach zufällig. Da hat nicht einfach irgendjemand den Stift genommen und irgendwie ein bisschen wild drauf losgeschrieben, was ihm erzählt worden ist von früher, sondern jemand hat sich ganz bewusst etwas überlegt. Und wenn der erste Satz aus 7 Wörtern und der zweite Satz aus 14 Wörtern besteht, dann sagt uns das, dass Ordnung und System eine Rolle werden spielen in all dem, was noch wird kommen. Es zeigt uns, das ist nicht einfach zufällig irgendwie so, sondern hinter dem steckt eine Idee und ein Gedanke. Und wir wollen das ein bisschen mitnehmen, da drin. Eine kleine Sache, die uns helfen kann, die Schönheit in der Ordnung und in der Struktur nochmal neu zu entdecken. Und darum werden wir auch in diesen nächsten Sätzen ganz besonders auf das achten. Auf Struktur und auf Ordnung, die da geschaffen wird. Der zweite Satz, den die Bibel uns berichtet, ist der Urzustand, der war, bevor Gott sein schöpferisches Werk da hat. Und es heißt: Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Die Erde war wüst und leer. Die meisten von uns kennen den Ausdruck auf Hebräisch, das heisst nämlich Tohu Wabohu. Tohu Wabohu hat auch Einzug gefunden in unsere Sprache. Und ich erinnere mich gut an das. Das war der Ausdruck, den meine Eltern oft dann gebraucht haben, wenn sie mit der Ordnung von meinem Zimmer nicht so einverstanden waren. Sie haben dann gefunden, das sei noch ein bisschen verbesserungsbedürftig, ordnungsbedürftig, so wie mein Zimmer aussieht. Und wer von euch Teenager daheim hat, der weiss, wie das aussieht. Die leben ja, also man sieht den Wochenrückblick von der Woche vom Teenager an verschiedensten Orten in seinem Zimmer. Kennt ihr das? Wir haben das daheim und du siehst dann, welche Kleider am Montag gebraucht worden sind, was die Schulsachen waren, die am Dienstag nicht mitnehmen und darum einfach am Boden gelegt hat. Und so kannst du dann durchgehen. Tohu Wabohu beschreibt einen Zustand, wo das, was da war, bevor Gott geschaffen hat, soll beschreiben. Und einige Bibelübersetzungen versuchen, dabei herauszustellen, was das heisst. Wüst und leer. Es hat Nuancen da drin, Nuancen von der Unordnung, die Verschiedenes in den Fokus nehmen. Wüst und leer. Wüst steht fürs Ungeordnete, für das, was noch keine Form hat, für das Chaotische, das da drin ist. Und es beschreibt das Bedürfnis oder das Problem von dem Urzustand, dass er eben keine Ordnung hat. Und es zeigt dann in der Folge, wie Gott schöpferisch einwirkt, um eben die Unordnung in eine Ordnung hineinzubringen, in eine Form hineinzubringen, da drin. Der zweite Teil,
der wird als leer beschrieben oder unbelebt oder als etwas, das eben noch nicht gefüllt worden ist. Also wüst, ungeordnet und leer, noch nicht belebt oder unbelebt. Und das sind die zwei grundsätzlichen Probleme, wo Gott dann in der Folge wird daran arbeiten. Und so gumpen wir jetzt ein bisschen rein und wenn wir jetzt ganz tief sind, graben wir ein bisschen weiter auf eine Ebene, wo wir mal so ein Päckchen miteinander werden anschauen. Nämlich die ersten 3 Tage, die Gott geschaffen hat. Die Bibel leitet jeden von diesen Schöpfungstagen ein mit dieser Aussage und Gott sprach. Es ist das Schöpferische, was Gott da hat durch sein Wort. Der Johannes, der Apostel, bringt das Wort nachher mit Jesus zusammen. Er sagt, in Jesus, durch das Wort ist geschaffen worden. Und Gott schafft also und schöpft also in der Folge. Vom Bildschirm hier oben könnt ihr lesen, die Bibeltexte, ich werde da parallel dazu nur die Stichworte erfassen, die wir haben. Ich weiss, es klingt jetzt ein bisschen wie in der Schule, aber es lohnt sich, glaubt es mir. Tag und Nacht ist das Erste, wo Gott Ordnung drin hineingebracht hat. Er hat das Licht von der Finsternis getrennt und hat das Licht Tag genannt. Die erste Form, die erste Sphäre, wo er Ordnung geschaffen hat. Die zweite Etappe war die Wasser, die wir vorher schon gesehen haben, zu trennen, nämlich in oben und unten. Und er hat Wasser oben Himmel genannt. Die Wasser sind ja vorher schon da gewesen, ungeordnet noch. Über dem Wasser ist der Geist geschwebt, wie wir vorher gelesen haben. Und Gott ordnet diese Sphäre. Man könnte also vielleicht, wenn man jetzt ein Bild zeichnen, zeigen, dass es da so eine Ordnung gegeben hat, wo unten Wasser war und oben drüber Wasser war. Und die Wasser oben sind Himmel genannt worden. Und dann gibt es noch einen dritten Teil, wie wir sehen, dass sich da die Erde sammelt und dann die Meer nebendran, unten dran entstanden sind. Würden wir jetzt da über diese Meer drüber symbolisiert eine Erde schaffen. Die ersten 3 Schöpfungstage bilden einen Dreiklang. Das ist eine Form, die die Bibel oft nutzt, um uns Sachen zu erzählen. Es ist so ein sogenanntes Erzählmuster. Oft wird so in einem Dreierrhythmus, 1, 2, 3, manchmal 1, 2, 3 und 4 etwas erzählt, etwas dargestellt. Und das ist wahrscheinlich auf der einen Seite, weil man sich so gut merken kann. Wir müssen es im Hinterkopf haben. Die Texte, bevor sie aufgeschrieben worden sind sie über lange Zeit mündlich weiterverzählt worden. Und das hat dabei geholfen, sich Sachen in Erinnerung zu behalten. Es hat also so einen Dreierrhythmus, einen Dreiklang, der da drin steht, der zusammengehört. Und er ordnet jetzt also die Sphären, den Zustand vom Wüstsein, vom Ungeordnetsein, in die 3 Sphären Himmel, Erde und die Wasser oder die Meer unter der Erde. Wenn wir uns hineinversetzen in die Leute von der Zeit der Bibel, wie sie die Welt gesehen haben, dann ist das der Blick. Sie haben nicht den blauen Planet gesehen, den wir kennen, oder fotografiert aus dem Weltall. Wie hätten sie auch können? Die Technologie gibt es ja gar noch nicht so lange. Für sie war eine andere Sicht vorherrschend. Und wir können jetzt so ein bisschen überheblich kommen und sagen, wir wissen es jetzt halt besser. Aber die Frage ist, wissen wir es wirklich besser? Oder schauen wir einfach auf einen anderen Teil? Schauen wir einfach mit einer anderen Brille, mit einer anderen Perspektive dran an? Ich glaube, es lohnt sich, nochmal neu anzuhören und zu sagen, hey, wir begeben uns an einen Ort an, wo wir die Bibel zu uns reden lassen. Nicht unbedingt mit den Fragen, die wir jetzt haben, tausende Jahre von später, mit modernsten Technologien, sondern mit den Themen, die die Bibel uns möchte erzählen. Ich glaube, es lohnt sich, auf das einzulassen, demütig sich darin hineinzugehen und die Bibel neu zuzuhören. Manchmal haben sie mehr entdeckt als wir, weil sie einen anderen Blick hatten, als wir heute haben. Dann kommen die zweiten 2 Schöpfungstage. Und jetzt wird belebt, was vorher geordnet worden ist. Wir lesen nämlich miteinander, dass Gott die Lichter geschaffen hat. Die Sonne, die ich jetzt da ein bisschen symbolisiere, und den Mond und die vielen Sterne, die da sind. Und spannend ist,
Wenn wir dort weiterlesen, dann merken wir, sie werden fast wie Personen oder Gegenüber beschrieben, die eine Aufgabe bekommen haben. Das heisst, sie haben die Aufgabe bekommen, zu herrschen über Tag, über Zeiten, über Tag und Nacht, über Jahreszeiten, über den Kalender. Gott bevölkert aber auch dann die anderen Teile von dieser Sphäre mit den Vögeln, wo da in so möwenartige Sachen und den Fischli da unten. Sollen wir noch das Zweites machen? Und als Drittes gibt es da noch Tiere, der Mensch. Okay, das ist jetzt ein bisschen lustig, dass das einen runden Bauch hat. Und da ein Tier. Okay, sehr schematisch. He? Der zweite Drückklang, die zweiten 3 Tage, der 4., der 5. und der 6. Tag, nehmen uns mit, wie Gott dem zweiten Problem begegnet. Wie er die Schöpfung, die da ist, belebt. Wie die Schöpfung, die geordnet worden ist, als Lebensraum zur Verfügung gestellt wird für verschiedenste Lebewesen, die da dürfen ein Zuhause finden und dort drin sein. Ohne jetzt da ins Detail hineinzugehen, habe ich euch mit dem Blick, da wo ein bisschen schülerlich dahergekommen ist, zeigen, was für eine Faszination auch da drin steckt. Die Bibel beschreibt uns den Schöpfungsakt nicht einfach in einer Form von Zufall, wo einfach irgendwie etwas so ein bisschen halt gemacht worden ist, sondern mit einem bewussten Gedanken, mit dem Schöpfergott, der hinter allem steht und der einen Plan hat und den umgesetzt hat, der Sphären geschaffen hat und in die Sphären hinein Leben entstehen lassen hat. Gott hat lebensfördernde Bedingungen gemacht, wo wir als Menschen dürfen als unser Zuhause haben. Der Planet, den wir haben, die Lebensgrundlage, das Zusammenspiel von der Natur, von den Tieren, von den Menschen, von allem, von den Jahreszeiten, von Ebbe und Flut, von den Auswirkungen, die die Himmelskörper auf unser Universum haben, sind alles so kleine Bausteine von etwas, was uns begeistern und faszinieren kann. Und die grosse Frage, wer hinter dieser Schöpfung steht, entscheidet zu einem grossen Teil darüber auch, was dass mein Platz da innen als Mensch ist, wie ich mich einordne, was wichtig ist und was nicht so wichtig ist und auf was ich schaue, wenn ich in meinem Leben innen unterwegs bin und eine Entscheidung habe, ob links oder rechts. Und ich wünsche mir mit diesem kleinen Exkurs eine Begeisterung und eine Faszination für die Schöpfung nochmal zu wecken in jedem von uns. Ich glaube, es ist entscheidend für da, wo wir sind. Was siehst du, wenn du ins Universum schaust? Was siehst du, wenn du in die Vielfalt der Schöpfung schaust? An was denkst du, wenn du auf der Spitze von einem Berg stehst und in die Weite siehst? An den Schöpfergott, der hinter allem steht und alles geordnet und geschaffen hat, dass wir Bedingungen haben, wo unser Leben zum Blühen kommen kann, aufblühen. Sein Höhepunkt findet der Schöpfungsbericht dann unbestritten in der Schöpfung der Menschen, in der Erschaffung des Menschen. Und das lesen wir ein bisschen weiter dann im Vers 27 vom 1. Kapitel. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Wir sehen wieder den Rückklang, den die Bibel liebt, den er so gern hat. Und es ist auch etwas über die Berufung, über den Grund, über das Wozu, das Warum wir da sind, da drin. Er hat nämlich den Mensch als sein Bild, als Bild von Gott geschaffen worden. Wir sagen dem die Ebenbildlichkeit. Dass wir Menschen im Bild von Gott geschaffen worden sind, das ist etwas von den grundlegendsten Wahrheiten, die einen extremen Einfluss auf unser Leben haben können. Wenn wir nämlich in dem Bild von Gott geschaffen sind, dann heisst es, dass unser Leben einzigartig ist. Und das heisst, dass unser Leben besonders ist. Und das heisst, dass unser Leben einen besonderen Wert hat, eine besondere Würde. Und so steht jedem Mensch, egal wo er herkommt, egal was für eine Person er ist, sogar egal wie er seine Entscheidungen in seinem Leben trifft, die Ebenbildlichkeit zu tun. Die Menschenwürde, die steht ihm zu, die ist wie unverfügbar, sagt man. An der gilt es nichts zu rütteln. Das biblische Weltbild fordert uns auf, Menschen immer als Ebenbild von Gott zu sehen und sie so zu behandeln.
sie nicht abzuwerten, nicht abschätzig über sie zu reden oder zu denken, nicht auf Kosten von anderen, sich selber ins Zentrum zu stellen oder zu bereichern oder sich weiterzuentwickeln. Die Ebenbildlichkeit ist auch der Grund, der Ursprung, woher die grundsätzlichen Menschenrechte kommen, die wir haben. Der Schutz vom Leben, dass das Leben kostbar ist, dass man am Leben Sorge geben muss und dass es nur geht, wenn wir einen Umgang miteinander finden, wo die Würde vom Mensch ehrt und achtet. Der Mensch hat in seiner Verletzlichkeit, in seiner Schwäche, in seinem Versagen und sogar in seiner Schuld eine Würde, die er nicht verlieren kann. Und aus ihr folgen gewisse grundsätzliche, grundlegende Rechte. Dieser Umstand fordert uns dazu auf, uns zu überlegen, wie wir über uns selber und über andere Menschen denken. Vielleicht ganz besonders über die sich nicht so verhalten, wie wir es gerne hätten. Sehen wir sie als Ebenbild von Gott, wo Gott geschaffen hat, kunstvoll und einzigartig in ihrer Art. Und ja, vielleicht haben sie sich daneben verhalten. Und ja, vielleicht haben sie schrecklich schlimmen Schaden angefügt. Aber was Gott ihnen sieht, in allererster Linie, ist ein Geschöpf, das er liebt. Ein Geschöpf, das er geschaffen hat. Ein Geschöpf, das er gute Gedanken über ihm gehabt hat, was auf die Welt gekommen ist. Sehen wir das auch so? Achten wir die Würde und die Ebenbildlichkeit von Menschen in unserem Umfeld? Oder wo stehen wir vielleicht konkret in der Gefahr, schlecht über andere Leute zu denken, sie abzuwerten oder uns über sie zu erheben? Der Blick auf die Schöpfung kann uns aber auch eine Dankbarkeit wecken für das Geschenk vom Leben, das wir haben. Wo wir jeden Tag neu bekommen. Das ist auch eine biblische Perspektive. Gott als Schöpfer von deinem und von meinem Leben schenkt uns das Leben. Und er wünscht sich, dass unser Leben aufblühen kann. Er wünscht sich, dass jeden Tag neu ein Tag sein kann, wo wir ihm ein Stückchen weit ähnlicher werden können. Ein Stückchen mehr von dieser Ebenbildlichkeit können ausstrahlen. Wir werden in den kommenden Wochen noch sehr intensiv auch über das nachdenken. Staunen wir über das Wunder vom eigenen Leben, vom Leben von unseren Kindern, vom Leben von diesen Menschen in unserem Umfeld. Wie genial, wie kunstvoll, dass er uns gemacht hat, wie einzigartig jedes von uns ist. Dankbarkeit über das Leben wächst raus aus dem Schöpfungsbericht. Und nochmal etwas fällt auf, wenn man den Text liest. Gott schuf den Menschen in seinem Bild als Mann und Frau, schuf er sie. Der Schöpfungsbericht erzählt uns davon, dass der Mensch im Duo geschaffen worden ist. Das heisst männlich und weiblich oder eben da übersetzt als Mann und als Frau. Als Duo in der Ergänzung. Und es gibt viele Theologen, die herausstreichen, dass die Ebenbildlichkeit von Gott sich ganz besonders in deren Ergänzung vom Männlichen und vom Weiblichen zeigt. Dass wir Ebenbild eben im Duo inne sind. Und oft sind die Texte vom Anfang der Bibel, vor allem aus dem 2. Kapitel von dem ersten Buch, gebraucht worden, damit sich Männer ihrem Wert über Frauen haben können stellen und ihre Macht und ihren Vorteilen können ausnutzen, weil sie eben irgendeine Vormachtstellung haben. Aber das Bild, das wir da sehen, ist ein Bild von der Harmonie und von der Ergänzung und vom Miteinander. Von der Gleichwertigkeit. Vielleicht nicht von der Gleichartigkeit, ihrer Art unterschiedlich, aber ihrem Wert, in ihrer Würde gleichwertig. Vor Gott und im Duo in deren Ergänzung. Es ist spannend, wenn man im 2. Kapitel liest von dieser Rippe, wo am Adam entnommen worden ist und daraus die Eva gebaut worden ist. Und dann das Wort einmal ein bisschen schauen, wo das sonst noch vorkommt, dann wird es in der Bibel immer sonst als Seite gebraucht. Und nur ganz am Anfang als Rippe. Und ich finde es ein schönes Bild. Die Seite von etwas zu sein. Aus der einen Seite vom Adam, aus der einen Hälfte, könnte man sagen, vom Adam, ist die Eva gemacht worden.
Als Ergänzung, um mit ihm Seite an der Seite unterwegs zu sein. Als Duo die Ebenbildlichkeit von Gott widerspiegeln im Leben hinein. Und ich glaube, der Text soll uns auch Mut machen, die Ergänzung in der Vielfalt und in der Unterschiedlichkeit zu suchen. Und wir Menschen haben, ganz besonders auch in der Vielfalt von diesen zwei Geschlechtern, die wir haben. In dieser Vielfalt ihnen zu sagen, wir ergänzen uns in einer Gleichwertigkeit. Wo könnten wir das Potenzial von der Ergänzung leben, ganz konkret in unserem Alltag? Vielleicht auch ganz besonders in unseren Familien, in unseren Freundschaften, an unseren Arbeitsplätzen. Wo gibt es noch Potenzial zu entfalten, auch in der Kirche da für uns, in dieser Ergänzung ihnen unterwegs zu sein? Ich glaube, der Schöpfungsbericht macht uns Mut, da drin hinein. Zu staunen über die Vielfalt und sie als Bereicherung zu sehen. Gemeinsam unterwegs zu sein. Und so komme ich zum Schluss, zum 7. Tag der Schöpfung. Und der 7. Tag ist der Tag, wo er kein Abend und kein Morgen mehr hat. Jeden anderen Tag, der hört auf mit dem Abend und dem Morgen. Vielleicht ein Bild dafür, dass es auch eine Sicht ist, die Gott über unser Leben hat, in die Ewigkeit hinein. In die Zeit, wo es einmal keinen Tag mehr wird geben. In dem Sinn, wie wir es bis jetzt gekannt haben. Es ist der Tag, wo Gott geschaffen hat, wo er gesegnet hat, wo er als heilig erklärt hat und wo er eingesetzt dafür hat, dass es einen Lebensrhythmus in unserem Leben gibt. Eine Lebensordnung zwischen Schaffen und Ruhen. Gott wollte sicherstellen, dass es in unserem Leben Zeiten von der Erholung, von der Ruhe und von der Neuausrichtung und von der Gemeinschaft gibt. Auch Gott, der Gemeinschaft mit Gott. Der 7. Tag, über den gibt es so viel zu sagen. Und ich will mich darum auch in der Linie von diesen Fragen, die wir uns heute Morgen damit beschäftigt haben, auf das beschränken, dass er eine Ordnung gibt in unser Leben hinein. Eine göttliche Ordnung, ein göttlicher Lebensrhythmus, der lebensfördernde Bedingungen schafft. Gott setzt Ordnung für lebensfördernde Bedingungen, damit unser Leben aufblühen kann. Und die Frage ganz konkret an dich: Wie hast es du mit dem 7. Tag, mit dem Sabbat, mit der Ruhe in deinem Leben? Hast du Zeiten, wo dein Innere zur Ruhe kommen kann? Wo du dich erholen und neu ausrichten kannst? Wo du darauf vertrauen kannst, dass Gott der Versorger, Gott der Schöpfer, dein Versorger ist? Und dass dein Leben zum Blühen kommen kann. Wir haben uns heute Morgen mit diesen grossen Fragen vom Leben beschäftigt. Und vielleicht braucht es noch ein bisschen Zeit in den kommenden Tagen, um dir Gedanken darüber zu machen. Was heisst das für dich persönlich? Wer bin ich? Woher komme ich? Und warum bin ich da auf dieser Welt? Und ich glaube, dass wir in diesen ersten Sätzen der Bibel einen unglaublichen Schatz und einen Reichtum finden, der uns hilft, da drin ein festes Fundament und einen sicheren Orientierungspunkt für unser Leben zu finden. Weil hinter allem ein Gott schafft, der Ordnung schafft, damit Leben zum Blühen kommen kann. Und der dich geschaffen hat und der möchte, dass du als sein Ebenbild in dieser Welt unterwegs bist. Ihn widerspiegelst. Und dass wir miteinander in unserer Vielfalt uns gemeinsam ergänzen. Und ich wünsche mir für den heutigen Morgen, dass er uns zum Staunen bringt über das Detail, über die Idee, die hinter all dem steckt, über den grossartigen Gott, der alles bis ins Kleinste so faszinierend geschaffen hat. Ich bete zum Schluss. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für die Bibel, die uns immer wieder neu überrascht. Und ich liebe das so, dass die Texte so tief und so reich sind, dass sie immer wieder Neues führen können. Und ich bitte dich für uns im heutigen Morgen, dass du uns hilfst, die wichtigen Sachen, das, was du möchtest, reden in unser Leben hinein zu hören und können mitzunehmen in unseren Alltag. Ich wünsche mir, dass unser Herz sich nochmal neu verbindet mit ihm, weil wir begeistert sind von dem, wer du bist. Und weil wir uns anstecken lassen von dieser Freude, die die Autoren der Bibel hatten, wenn sie an dich gedacht haben, ganz besonders von diesen ersten Kapiteln dieser Bibel. Ich bitte dich für die das Gefühl haben, sie haben alles schon gehört und gesehen,
dass du sie nochmal überraschen tust. Sie vielleicht nochmal ganz neu auf einer neuen Ebene angesteckt werden von dir, von dieser Faszination über die Schöpfung. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, gute Entscheidungen zu treffen in unserem Alltag. Dass wir immer und immer wieder auf das feste Fundament stehen können, wo du bist in unserem Leben. Weil du es liebst und weil du grossartige Gedanken über unserem Leben hast. Dein Urteil über dieser Schöpfung und über unserem Leben ist, dass es gut ist. Über jeden Mensch sogar, dass es sehr gut ist. Ich danke dir für das Geschenk vom Leben. Amen.